Wir wissen nur das Sujet, an den das natürlich ganz eng verbunden mit der Frage 2025, weil ihr wisst, unter dem 7. Mai, also auch Luga, Luxemburg Urban Garden zu Lützeburg, und auch an der Nordstadt. Zuständig für das Programm ist Daniel Görgen. Daniel, schöne gute Mittag. Gute Mittag, Kamil. Du hast schon viel Handelter, du hast noch viel 400, weil 3D ist für Agricole, das ist das mit Luga selber, das ist eine mega Organisation. Ein bisschen so am Stil wie am Ausland, mit dir wollt aber auch ernst das sehen, ob da weiß. Kannst du das mal kurz so, wie da und die sehr gegangen sieht, dass das Projekt das schon einen ganzen Zeitraum gemauscht wird, wie stellt den sich durch, wenn die Möglichkeit wird, Bauerstadt, Nordstadt so gut zu vermerken, für viele Touristen dahin zu kriegen. Ja, Ettelbreck huet ja, wie du siehst, den Nummer sech vun der Bauerstadt, an dementsprechend möchte doch absolut Sinn, den landwirtschaftlichen Deel von der Luga dann auch zu Ettelbreck an der Nordstadt präsentieren. Und dementsprechend haben wir vor 4 Jahren den Sentier Urbain Agricole en place gesagt, den durch ganz Ettelbreck zieht. 5 Kilometer. 5 Kilometer. Genau. Und dann auch darüber Installationen gesagt, dass die über 6 Stunden bleiben. Und dann haben wir natürlich auch die ganze Wolle von der Programmation vom Event rundherum. Genau, gesagt, dann noch die Schaupflanzung war definitiv den größten Projekt aus dem für die Luga Nordstadt am Anfang en place gesagt haben. Und schmengen den auch wirklich ein ganz schön Aushängeschild aus von der Lützburger Landwirtschaft, auch von den Kulturen, die wir hier am Land haben. Stadt aus Ettelbreck bestens verbunden durch den öffentlichen Transport. Da so wann du heute Ettelbreck aus dem Zug klimmst, da bist du schon so an der Luga dran. Genau, also im Huhn von der Gar aus geht es dann aus Stockels weiter, so heißt den Deal, das direkt durch eine Installation vom Syndikat Nordstadt, das ist ein gemeinübergreifendes Projekt, den an den verschiedenen Nordstadtgemeinden auch zu finden ist. Von da aus geht dann Land Stölzest weiter, da können den typisch dann auf der Wiesen, hier auf den Brockville-Terra an Schaupflanzungen und dann ist es von da aus durch die Fußgänger zu und dann zurück bis auf die Gar. Als sicherste Weg, ernst das auch zu rekommandieren, weil du schon direkten Kontakt mit dir und deiner Equipe kriegst, weil du hast vis-à-vis von der Deichhalle, dafür sind noch ein bisschen Mann rausstellen, weil die auch Platz braucht. Ein Agriculture Hub, da sehen wir gerade doch am Horizont einen Deal davon, da kann ich noch direkt Karte kriegen, für sich dann bestmöglich zu orientieren. Ne? Genau, also den Hub also am vom Tafelstall für den Visiteur, der Tisch, du kriegst den, wie du siehst, Kartematerial natürlich stehen und da sind wir ihn, du sitzt den dann noch ein bisschen mehr zu Luga kann erklären, du sind noch Ateliers-Räume und Expos-Räume, der Tisch, du drehst auch am von Programmation ein bisschen rundherum immer auf von da aus für den eben einfach das mit vom Sentier, das ist relativ sehr überall von da aus. Wir sind dann noch, wie du siehst, das Weekend dann noch da auf dem Hub vertreten. Andere visible, l'invisible, das ist ein Allgemeinthema, auch Thema natürlich halt zu Ettelbreck, mir wer dabei könnte, dass das in englisch fair wollt. Nicht etwas, was just nicht mehr steht, weil die kann entdecken, mit verbunden mit ganz vielen Evenementen. Da wären sind das sind so ein bisschen Perlen, die du für die nächste Woche wieder rauspicken. Ganz viel. Was für Agricole darf du natürlich nicht fehlen. Ich meine, als Traditionsevent für Ettelbreck natürlich auch. Du donierst kommen, aber noch ein paar spannende Datum, notamment am Juli haben wir eigentlich den Luga Laufbahn, das ist ein bisschen wie sportlich, vielleicht mal landwirtschaftlich, mir da geht dann der Lauf des Maislabyrinth. Dann haben wir auch ein paar ganz flotte Satellitenveranstaltungen, beispielsweise am Lycée Technique Agricole, eine Konferenz zu Let's Liberate Diversity, das ist zu der Artenvielfalt, auch ein ganz, ganz interessanter Rendezvous, den du noch dabei stören könnt. Und dann den Highlight schlechthin, diese Uhr dann eben bis Oktober bleibt, hoffentlich ist der Meister dann natürlich. Maislabyrinth. Genau, also den also auch d'Ouverture also effektiv das Weekend, das ist noch kein 2 Meter hoch, das ist noch nicht viel ganz dran zu verlaufen. Ich meine, Motiv können aber schon ganz, ganz gut raus. Noch Landjurencenter ist dann natürlich mal auf der Platz für dann den Accueil für bei der Entree vom Maislabyrinth zu machen. Und ja, kann ihn sich dann ein bisschen dadurch schlängeln. Natürlich wieder alles am Detail auf enger Internetseite, gibt es kein separat für Ettelbreck, das ist alles luga.lu. Genau, das ist alles luga.lu, aber das ist natürlich eine Deal an Stadt Lützeburg an Nordstadt, aber du kriegst all die nötigen Informationen und dann, wenn mal eine Information nicht steht, natürlich auch Kontakt, wo ihn da kann nachfragen. Aber bei dem Highway, da muss man auch gerade an der Mittelstunde über erst an Trinken schwätzen, noch da gibt es Spezialsachen, die kann degustieren. Die Luga Wurst gemacht, mit Kräuter vom Tee vom See, von der Kräutergenossenschaft an.
ganz speziell Gedrängs, ne, wer extra dafür gemerkt wird. Genau, also neben der Luga Wurst von der Landwirtschaftskammer haben wir dann am Anfang 2 Gedrängs. Das einke den Cocktail Furi vom Syndikat Nordstadt, den noch auf der Ouverture von der Luga schon präsent war. Dann haben wir ganz froh mit der Brasserie Simon zusammen 3 Bieren, die kommen über die 6 Monate in andere raus. Du hatten wir einke den Grape Ale, den Luga Bayer Grape Ale mit Simon zusammen, da könnt nach eben mit Völker und dann mich später noch eben mit Hanf dabei, weil das eben noch die Kulturen sind, die an den Schaupflanzungen zu finden sind. Also nach einer ganz langen Noten wünschen wir der Luga an der Luga Nordstadt. Du hast noch viel Flot-Event dafür runter. Vieles ist gratis, das ist eigentlich wichtig zu betonen, weil es geht darum, die Leute Spaß zu machen in der Natur an der Nordstadt. Ne? Genau, ja, also den Sentier selber, die Installation, das ist alles immer frei zugänglich. Für alles, was Event ist, Atelier und so, muss man sich anschreiben. Das sind einfach ganz, ganz kleine Preise, also das ist schon sozial gehalten. Und dann haben wir eben verschiedene Events, die dann noch nicht payant sind, wo man gratis kann teilnehmen. Das ist meistens immer mit Anschreibung, für damit einen Überblick können halten, aber das ist aber allgemein ganz zugänglich. Gut, super. Vielmals merci, Daniel, für die Informationen. Du warst mitten noch diesem Weekend, aber du hast noch viel mehr für runter, aber das packst du auch nach, nachdem das schon alles gelegt ist. Vielmals merci für deinen Einsatz. Vielmals merci auch.